Leute, was geht? Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Fucking Baba J wieder mal am Start. Ich weiss, ich habe jetzt ein bisschen lang gebraucht, bis mal das neue Video kommt, aber hey, dafür haben wir jetzt mal etwas Gutes, um darauf zu reagieren. Und zwar sind wir beim Fritz Meinecke, beim Gemeinecke auf dem Kanal. Da haben wir ihn direkt neben meinem Köpfli, andere Seite, da, genau. Und wir sind bei Seven vs. Wild Staffel 2, Folge 1, die Aussetzung. Leute, ich würde sagen, wir legen direkt los mit Seven vs. Wild. Mama, yeah! Ich habe fast meine Tastatur runtergehauen gerade. Legen wir los. Oh, epischer Sound! Nass und hart. In der Wildnis von Schweden durften wir Angst, Verzweiflung und Glück gemeinsam mit 7 Kandidaten erleben. Ich schwöre mal, Staffel 1 ist schon wirklich geil gewesen. Und jetzt in Panama, Alter, so Dschungel und all so Scheiß, Mann. Ich bin hype, ich freue mich wirklich. Wird sicher fett geil. 3 von ihnen Knossi, absolut Favorit, Alter. Der zieht durch, safe. 7 Tage durchzustehen. Bei dieser Staffel ändern sich ein paar Kleinigkeiten. Hype! Wie in Staffel 1 werden 7 Kandidaten für volle 7 Tage alleine ausgesetzt. Allerdings... Alter, schaut euch die Gegend an. Warte, sorry, ich muss da nochmal kurz zurück. Schaut euch das an, das ist sau geil. Ich wäre dort hure gern. Zieht euch das rein, Mann. Scheiße, Alter. Tschö. Geil, geil, geil. Alter. Schaut dir das an, Mann. Tschö, Diggi. Ich weiß gar nicht, was ich da dazu sagen soll. Das ist einfach nur verfickt schön. Einfach wunderschön. Geil. Nein, ist wirklich einfach hure geil, Alter. So nice. Sehr neu die Gegend rein. Wieso mache ich schon? Ich muss die ganze Scheiße dann wieder zusammenschneiden, weißt? Weil ich einfach begeistert bin von einem Bild. Sieht hübsch aus und ich muss eine halbe Stunde darüber reden. So, schauen wir weiter. 1 werden 7 Kandidaten für volle 7 Tage alleine ausgesetzt. Allerdings hat im Vorfeld eine Selbsteinschätzung darüber entschieden, wie viele Gegenstände jeder Teilnehmer mitnehmen darf. Die Gegenstände wurden im Vorfeld zusammen mit Erste-Hilfe-Sets und Kommunikationstechnik in einem Dry Bag an dem jeweiligen Ort der Aussetzung platziert. Mittels GPS-Sender müssen die Teilnehmer täglich durch einen Code Green bestätigen, dass sie am Leben sind. Ein Code Yellow bedeutet einen Abbruch, ein Code Red einen Notfall. Weiß ich gar nicht mehr, ob das letzte Mal auch so war. Ich glaube nicht. Ich glaube, dort hat man irgendwie müssen per Funk durchgehen, dass alles easy ist oder so. Oder, ja, weiß es nicht. Ja, muss die erste Staffel halt auch wieder mal schauen. Das Öffnen des Medikits führt zu Punktabzug. Außerdem gibt es jeden Tag eine Challenge, die bewältigt werden kann. Die höchste Gesamtpunktzahl aus allen Challenges bestimmt den Gewinner. Okay, cool. Regeln alle verstanden? Gut, machen wir weiter. Panama City. 8 Uhr irgendwas. Yeah, da haben wir's ja. Kandidaten. Einfach episch, Mann. Episch. Wenn wir nochmal sehen, schauen, wie die Türen aufgehen. Wow. Ich hätte voll Bock drauf auch machen, Mann. Einfach auch so irgendwo auf Panama geflogen werden, nimmt Spargegenstand mit und dann heisst es, ja, überlebt mal eine Woche im Dschungel. Senior, bin dabei. Der Camel Toe. Ja.
Participants welcome to Seven vs. Wild. Oh, das ist Ed Stafford! Das ist der! 60 Tage auf der Insel, wo er den Sting verliert, den Zahn, das ist der. Ja, das ist so schlimm. Das ist der! My name's Ed Stafford and I've travelled all over the world in tropical areas and had to handle many difficult situations. Over the next 7 days you will experience firsthand how tough that can be. Otto, Joris, Nova, Sabrina, Saskia, Nossi and Fritz. Sascha. Oh, nice man, der Sascha. Some of you are experienced, others less so. In the end, however, it all comes down to just one thing, the will to persevere. I hope all of you will make it through the 7 days, and I wish you an exciting and unique experience. Good luck. Jetzt der verdankt sich sicher auch nur mal, komm, keiner von diesen Pfosten wird überleben. Nice. Sie werden mit dem Helikopter geflogen. Geiler Scheiß. Und damit herzlich willkommen zu Seven vs. Wild. Au, ich habe meinen Kopf angeschlagen. Alter, die Gaggen, Bro! Wie geil! Ich schwöre dir. Knossi jetzt schon am Durchdrehen, Mann. Scheiße, geil, geil, geil. Scheiße, geil, geil, geil. Ah, Leute, das wird eine richtig geile Staffel, Mann. Zu nice. Ich hätte auch voll Bock drauf, Mann. Ich will mir auch so viele Dinge. Alter. Jetzt fängt das Game an, Mann. Geil, geil, geil. Schau den Strand. Alter. Denke ich will den Strand nochmal sehen. Ja, Mann, 2022! Hey. Ah, direkt er als Erster. Jens Knossi Knossalla, König des Internets. Der König! Schreihals. Knossis loses Mundwerk brachte ihm den Platz in dieser Staffel ein. Seinen Durchhaltewillen stellte er unzählige Male auf dem Weg an die Spitze des Internets unter Beweis. Doch Ruhm, Anerkennung und Applaus gibt es im Dschungel nicht. Wird er 7 Tage mit sich selbst verbringen können? Geil, sie zeigen da gerade nochmal auch, was für Gegenstände alle dabei haben. Da, das habe ich nämlich nicht mehr ganz so im Kopf. Messer inklusive Tragevorrichtung, Wasserfilter, Feuerstahl, 30 Meter Paracord, Hängematte plus Moskitonetz und 7 Zigaretten. Verstanden. Ah, geil, geil, geil. Dann richtig nice, dass er bei so etwas mitmacht. Geiler Sieg, Alter. Einfach Ehrenmann. So, jetzt zeige ich nochmal den geilen Strand, Alter. Das ist sein Platz, oder? Der geile Strand, wo man da gerade... Ja, das ist der Strand dort. Geiler Strand. Jetzt muss er aus dem Heli springen. Digi! Digi! Wow! Da hätte ich schon Probleme damit. Digi.
Ich hab brutale Höhenangst, Alter. Ja, Digi, aus dem Heli springen. Fick dich. Ich weiss, es ist jetzt nicht allzu hoch, aber... Nein. Nein. Digi, was ist, wenn du abspringst und dann wirst du so voll in die Rotorblätter reingesogen und... Let's go! Yeah, Digi, der zieht durch. Boah. Aber das ist doch höher, als ich gedacht habe, ne? Also, das da ist so eine Knossi-Länge. Das heisst, wir haben da so ein Knossi, so 2 Knossis, 3 Knossis, 4 Knossis, ja, circa 5 Knossis ist er in der Luft oben gewesen. Und das ist nicht schlecht. Hey. Ich glaube, ich hätte gefragt, ob es irgendwie ein bisschen weiter runterfliegen könnte. Geil. Ja, spätestens jetzt sind alle auch noch voll gehypt, Mann. Jetzt geht's für alle richtig los. Der erste ist gesprungen. Es geht los! Alter, so geil dort, Mann. Ich will auch. Patschu, aber ja, du, die Wellenkämpfe ist sicher auch nicht anstrengend. Alter, ich wär so am Arsch. Ich sehe genau deinen Spot. Palmen, Süßwasser, geh rundherum. Ich hoffe, du machst es. Süßwasser habe ich jetzt nicht gesehen, aber voll, wenigstens hat es Palmen, das ist schon mal ein guter Anfang. Du schaffst es. Ich schwöre, Alter, durchziehen, Knossi! Gewöhnt! Knossi! You can do this. Oh, er ist schon ziemlich gefickt. Doch! Nein! Ein Knossi sauft nicht ab! Ein Knossi sauft's Meer leer! Yeah! Knossi! Geile Sicht, Gangster! Alter, shit, der ist völlig am Arsch, Alter! Ah. Ich komm gleich. Scheiße, Bruder, ich fühl mit dir, Mann. Alter, wirst du irgendwo dort so 100 Meter vom Strand weit weg abgeworfen? Ja, schwimm mal zum Strand gegen die Wellen und so. Passt schon. Fortschlafen. Verstanden, Bruder. Erhol dich, Mann. Geiles Sieg. Geil. Nova. Heißt die. Starlet Nova. Ja, Mann. Go, gönn dir! Richtig Gangster, die Frau, einfach als einzige hat sie eine Axt mitgenommen. Geile Frau, Alter. Nice! Antonia Starlet Nova. Streamerin, Frohnatur, Schmuckdesignerin. Von vielen wird Sie ist voll herzig, Mann. sie als die Schminktussi abgetan. Durch ihre Zusage wurde allerdings klar, sie hat deutlich mehr Mumm als so mancher... Der Reboot von Panem. Ja, Mann, das ist doch da das... Ich weiß nicht, ob mein Mikro das aufgenommen hat, aber ich füge sonst noch schnell einen Clip ein. Ja. Internet-Hater. 15 Jahre verbrachte sie bei den Pfadfindern. Was sind das schon 7 Tage, oder? Erst 23. Okay, ich hätte jetzt ein bisschen älter geschätzt. 1,79. Die ist grösser als ich, Mann. Hey. Springt auch einfach aus dem Heli, kein Problem, Gönnung.
Aber das sieht jetzt auch aus, als wäre er ein bisschen niedriger. Trotzdem, Gangster. Ich hätte Schiss, dass ich dort auf irgendwelche scheiß Felsen springe. Zieht sie einfach durch, Mann. Tipptopp, unverletzt. Da ist das Ding. Also ich würde sie jetzt nicht als ein Ding bezeichnen, aber ja voll, er hat recht, da ist sie. Einfach schweben, einfach schweben. Aber was, die will jetzt schon loslabern? Okay. Glaube ich dir. Darum würde ich jetzt noch nicht labern. Also ich würde dort so erst einmal schauen, dass der Heli so auf 1 Meter Höhe runtergeht. Dann würde ich runterspringen. Und dann so, weißt du, ganz easy, ganz gechillt probieren. Erst mal gemütlich, nicht zu anstrengend dort hinschwimmen. Aber dann, irgendwann wird die Anstrengung automatisch reinkicken bei diesen Wellen. Und dann hätte ich so gar keinen Bock mehr zum Reden. So gar nicht, Alter. Und die da gemütlich, ja, ein bisschen anstrengend, tschüss, schwimmen wir mal los, oder? Ja, Freunde, und was läuft bei euch so? Aber die Gegend, Bruder, ist das jetzt, ja, das ist ihr Punkt, sie ist da, das kleine Fleckchen da. Das müsste sie sein. Der hat da auch geil Palmen, da hat schon hure viel Treibholz und so. Alter, das ist auch ein geiler Punkt, wo sie da abgeworfen worden ist. Wenn sie Glück hat, hat es da weiter hinten, weil da hat sie ja hure viel Pflanzen direkt. Da hat sicher irgendwo auch noch eine Süßwasserquelle. Da hat sie richtig gut, Mann. Wäre richtig nice. Ja, auch schon ein bisschen atemlos, ja. Boah, ich will gar nicht wissen, wie anstrengend das ist, dort durchzuschwimmen bis am Strand. Aber ich bin hier. Hey! Ja, Respekt! Oh mein Gott. Geile Tropfen von der Kamera dort. Einfach perfekt in der Mitte von der Cam. Ich bin so dankbar. Ich werde jetzt einmal ganz kurz Luft schnappen und mich ausziehen. Oh, ist das auch auf dem Film drauf? Ah nein, das filmt sie dann natürlich nicht. Ja gut, ich glaube, dann hätte man es nicht auf YouTube stellen, egal wenn man das... Oh, und jetzt kommt als nächstes, wer ist dran? I am hype, I wanna see the next place. Das ist aber auch geil. Oh, Digi, schau dir das an. Da, wo so Flüsse aufs Meer treffen. Da, wo so, das dürfte ziemlich sicher ein Süßwasserfluss sein. Und an so Stellen da sind immer hure viel Fisch. Also der Spot da, wer auch immer jetzt da aussteigen wird, Digi, ich hoffe, du hast irgendwelches Angel-Equipment, Mann. Nein, ist das der Otto? Der Otto und der Fritz sind die einzigen, die beide nur das Wasser dabei haben, Mann. Ja, ich gehe wesentlich mit Fischen, Bro. Läuft, Mann. Otto Bulletproof. Ex-Soldat, Unternehmer, Gigachat. Geiles Sieg. Würde ich Otto nehmen.
denken sich wahrscheinlich viele bei diesem charmanten Lächeln. Einsatzerfahrungen und die härtesten Survival-Lehrgänge der Welt machen ihn zum Mindset-Monster. Die Erwartungen der Community sind hoch. Vielleicht zu hoch? Zu hoch? Digi, also kannst du der grösste Giga-Chat auf der Welt sein, Bro. Trotzdem, wenn etwas passiert, passiert etwas. Gut! Einfach so im Salutenabgang, oder? Was heisst eigentlich das? Das habe ich immer wieder mal gesehen, wenn jemand so noch immer rausspricht. Heisst das alles ist in Ordnung, so Militärsprache? Wie weit haben sie den draussen abgeworfen, Mann? Hey! Das ist aber ein geiler Spot, den er hat, Alter. Das ist nice, Mann. Vor allem auch weitläufig, Alter. Bei den anderen ist es eher so ein bisschen kürzer. Die müssen ziemlich sicher so ein bisschen in die Insel reinlaufen, um dort etwas zu finden oder so. Aber da bei ihm, oh, ich denke, da dürfte auch schon so ein Strandspaziergang relativ lukrativ sein. Muss man mal verarbeiten. Aus dem Heli in auf eine Insel. Ich melde mich gleich. Ja. Das ist sogar perfekt, Mann. Alter, ich will auch dorthin, Mann. Ist fett geil, Bro. Aber sie haben bis jetzt auch wirklich geile Spots bekommen, so. Ist jetzt Fritz dran. Gut, die Frage hat sich geklärt. Fritz Meinecke. Abgang, Gemeinecke. Skandalnudel, Gemeinecke. Ja, sag ich doch. Als Gewinner der ersten Staffel steht Fritz unter besonders hohem Leistungsdruck. Jeder Schritt wird von der Community genau beobachtet. Im Gegensatz zu Schweden sind seine Erfahrungen im Dschungel begrenzt. Wie viel steckt wirklich hinter dem Motto Life begins at the end of your comfort zone? Ja, ich habe gemeint, er ist auch schon oft im Dschungel gewesen, also so erfahrungslos ist er, glaube ich, auch nicht. Abgang. Einfach so runterspringen, ja, können ja Felsen und es ist scheißegal, Alter. Bro. Dass sich keiner verletzt beim Absprung, Alter, ist auch noch das Glück. Willkommen Ist er angekommen. bei Kevin vs. Wild, Panama. Yeah! Holy shit. Ich werde mir jetzt erstmal ganz kurz 5 Minuten Zeit nehmen, runterkommen, atmen, mein Seil ist da oben, pinkeln gehen und erstmal wirken lassen. Nicht überhastet rangehen, sondern ankommen. In Mutter Natur. Erstmal abpissen.
Heißt nicht willkommen. Ach so, ja, okay. Das ist ein Wassersport. Also die anderen hatten krass viel Hochschussfallen. Die hatten teilweise Strand. Ja. Aber egal, ich tue mir was da drin. Und er wirkt dort einfach an so eine Felskante angerührt. Ja, da liegen ja ein paar Steinbrücken oben. Rühren wir den Fritz dort an. Geiler Scheiß, Alter. So, geil. Riesiger Spielplatz. Bis gleich. Bis gleich. So, nächste Position, nächster Kandidat. Da wird jetzt er vor allem gefilmt. Joris heißt er, glaub. Der Wildcard-Gewinner. So, viel ich weiß. Digi, der ist ja aber hoch oben, Bro. Joris. Community Wildcard, Hobbybiologe, Jungspund. Joris hat schon so manchen Dschungel gesehen. Als Vertreter der Zuschauer sollte seine Motivation entsprechend hoch sein, die 7 Tage zu meistern. Outdoor und Bushcraft waren bisher allerdings nur ein Nebenprodukt seiner biologischen Forschungsreisen. Also, er vertritt uns. Oh, dann würde ich sagen, wir wünschen dir viel Glück, Bruder, und zeig, was die Zuschauer drauf haben, oder? 24 ist er 68 Kilo. Digi, ich kann dich stemmen. Wie schlägt sich 1,73, der ist wenigstens kleiner als ich. Alter, schau dir an, wie hoch oben der ist, Bro. Alter, stell dir vor, das wäre ein Felsen gewesen, Mann. Der wäre zermatscht, Digi. Aber er freut sich. Nice. In dem Fall geht's ihm gut. Schön. Ja, und jetzt noch gemütlich an den Strand schwimmen. Ist ja kein Problem. Aber sein Spot habe ich jetzt auch. Da sieht man ihn jetzt mal ein bisschen so. Also gut, Palmen sehe ich jetzt da auf den kurzen Blick auch nicht wirklich, aber dafür eben da so pflanzenmäßig sieht wieder nach irgendwo in der Nähe tief dieses Süßwasser aus. Ultra geil! So nice, ja. Stimmt. Schön blaues Wasser, Alter. Richtig nice. Scheiße! Landung war gut, Schwimmen war okay, hatte sehr viel Gegenstrom. Genialer Spot. Ich hoffe, jetzt ist Frischwasser. Das heißt, wenn ich... Was hat er gesagt? Dort vorne gibt's oder ich hoffe, dort hat's Frischwasser? Ich hoffe, jetzt ist Frischwasser. Das heißt, wenn ich... Ah, er hofft, okay. Hast schon gedacht, so einfach direkt Lottogewinn gezogen, so fette Wasserquellen dort. Nice. Sein Name habe ich vergessen. Ah nein, er ist der Sascha, genau, stimmt. Der Sascha. Sascha Huber. Let's go, Sascha. YouTuber, Dorfkind, Österreicher. Gute. Wirklich zu schaffen macht Sascha nur, ob sein Bizeps Wir haben gerade gelernt, Österreicher essen Holz. die 7 Tage übersteht. Solche Muskelberge sind schön anzusehen, aber verbrauchen eine Menge Energie. Wird ihm sein Adoniskörper zum Verhängnis?
Alter, der Kommentator ist ja so geil, Mann. Der Alter, schaut euch an, wie hoch das ist, Bruder. Nein, hätte ich nicht gern. Ja, aber da, also eben so palmenmäßig auch wieder ziemlich verkackt. Also Essen, da musst du auf jeden Fall suchen, trinken, ja. Aber dafür hat er da wenigstens auch Treibholz und so Zeug. Das ist noch von Vorteil. Und da schwimmt er, der kleine Sascha. Also mal hier 5 Minuten rausgesprungen. Avion! Steppert! Geil, geil, geil. Leute, ich sehe es gerade, das wird eine richtig geile Season, Mann. Scheiße. Fängt ja schon nice an, Mann. Moment, sorry. Schaut, da, ziehen euch das mal rein. Also es kann jetzt natürlich sein, so eben Flut und so, dass da dann das Wasser vom Meer bis da raufkommt und dann halt auch da hinten hängen bleibt und dass da eine Salzwasserpfütze ist. Aber eventuell hat er auch wirklich hure Lack und das da ist so eine Frischwasserquelle. Das wäre nämlich richtig nice. Vor allem, wenn es noch irgendwo so einen Zufluss dazu hat. Wenn es einfach eine Pfütze ist, kannst du es auch wieder nicht gut brauchen. Alter, eine geile Gegend. Aber richtig scheiße für ihn. Einfach da ein Berg, auf der anderen Seite ein Berg. Nice, Bruder, nice, danke. Hätte mich gar nicht angeschissen. Wo sind die Palmen? Das ist eine einzige Palme. Keine einzige Palme, da ist nichts. Da ist nichts. Scheiße. Ja, Brudi. Das kannst du laut sagen, Mann. Scheiße, ey. Wo ist da der nächste Spot? Schön. Oh, das ist aber auch ein geiler Spot, Digi. Alter. Da hast sogar noch Palmen. Sehr geil. Und du hast da so ein kleines Ding, so eine Erhebung, wie nennt man das? Nein, nicht Düne. Das, so, ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht es ja da, das Erdding da. Das ist schon mal gut. Das heisst, du kannst schon mal da Strandnähe, kannst du dein Lager aufbauen und das Wasser kommt sicher nicht an dein Lager ran. Das ist fett. Sabrina Outdoor. Outdoor-YouTuberin, Newcomerin, Grinsebacke. Seit gut einem Jahr produziert Sabrina Inhalte zum Thema Outdoor. Nach kurzer Zeit kaufte sie ihren eigenen Wald. In der Vergangenheit zeigte sie bei Projekten wie dem Ocean Warrior ihren Kampfgeist. Aber warte, sorry Leute, ich muss nochmal schnell zurück. Nach kurzer Zeit kaufte sie ihren eigenen Wald. Habe ich das richtig gehört? Die hat ihre eigene Wald gekauft.
Geil! Ich hätte auch gerne einen In eigenen der Wald. Vergangenheit zeigte sie bei Projekten wie dem Ocean Warrior ihren Kampfgeist. Wird der Dschungel sie brechen? Ein Klappsack. I do remember. Alter, die... Ich habe von hoch oben gesprungen, Bruder. Sind doch mal ein bisschen netter und gehen ein bisschen weiter runter, verfickte Scheiße. Aber ja, voll an die Sage mag ich mich auch noch erinnern von dem Video, was da Gegenstand vorgestellt hat. Weiss ich jetzt nicht, ich hätte keine Sage. Was bringt dir eine Sage, die man kannst mit einem Messer oder abstrecken? Oder halt eine Machete, wenn man das lieber ist. Aber Macheten sind gefährlich, mit denen rutschst du schnell ab. Ups, Entschuldigung, mir ist da gerade etwas runtergefallen. So. Oh mein Gott. Du hast einen Stein gefunden, am Steinstrand. Okay, das freut mich für dich. Was hat sie da gezeigt, Mann? Letzte Abenteuer beginnen, ey. Du sagst es, ey. Letzte Abenteuer beginnen, ey. Oh mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Atmen, Kopf zurechtrücken, Busa. Sind das alle gewesen? Alle abgesprungen? Ja, sieht so aus. Die 7 Zwerge sind an Ort und Stelle. Nice. 7 vs. Wild kann anfangen. Geiler Scheiß. Yeah! Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Was das? Sie treten an, um wilden Ja, Tieren, voll. giftigen So Pflanzen scheiße. und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Ja, aber Punkte in den das sind Spoiler, das will ich nicht sehen. Es tut mir leid, Leute, ich will kein Spoiler für irgendwelche spätere Folgen sehen und das da, wie man sieht, sind für spätere Folgen. Also, da würde ich sagen, haben wir da gerade direkt mal ein Like raus. So, dann, danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch so gehypt darauf, alle Folgen davon zu sehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache. Eventuell gerade der nächste Teil, dann die nächste Folge von 7 vs. Wild. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt da wirklich einfach nur gesehen haben, wie die alle aus dem Helikopter raushüpfen und gerade kurz ankommen. So, ich halt denke, man sieht jetzt so wieder den ersten Tag halt komplett und nicht einfach nur hüpf. Ja. Ja, aber trotzdem, auf jeden Fall richtig nice und auch ein fettes Dankeschön an Fritz, dass sie das geile Projekt weiterziehen und wir uns weiter daran freuen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Green Jay. Peace! Yeah! Vamos a la playa, la bomba estalló, las radiaciones tostan y matizan de azul.